Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Oder Blasteringenieur, sucht euch aus. Und da haben wir sie wieder, die Streif. Der haben wir schon viel rumbastelt. Aber da seht ihr ja da. Andere Trigger. Auch noch andere Trigger. So das Magazin raus, da ein anderes Hebel. Aber da, Griff vorne, ist auch anders. Batteriefach ist anders. Und hat er ein bisschen mehr Power reingebaut. Da seht ihr, andere Schwungrädel, ein anderer Käfig dazu. Immer noch kein Magazin, das für die kurze Zeit da passt. Aber da kümmern wir uns später nochmal drum. Das müssen wir dann nochmal aufmachen. Ja, das. Warte. Die färbt da ab. Ach, das ist ja scheiße. Das muss ich irgendwann vielleicht gescheit machen. Der Edding taugt wohl doch nicht so. Wenn man da dran rumfährt, das haben wir besser aus. Da ist schon. Das seht ihr in der Kamera nicht so. Das sieht echt ein bisschen gelblich aus. Also so beige. Aber heute soll es darum gehen, dass man da Zielfernröhrle drauf macht. Ja, hab da schon so eine Variante. Die war. Ja, das ist alles. Das müssen wir noch irgendwo kleben. Die war jetzt halt hier. Seht's. Ein bisschen lang. Ja, gang schon ab. Da kennt man da jetzt alles machen. So kürzere. Das ist dann der Mittelteil. Seht ihr, das ist da Fadenkreuz drin. Ein bisschen dicker gemacht, dass halt das leichtes Drucken ist. Das ist dasselbe, nur dass da eine Halterung drauf ist. Ja, das sah mir dann ein bisschen zu kurz aus. Habe ich gedacht, dann machen wir noch ein bisschen andere Variante. Habe ich mir überlegt, das Mittelteil kann man ja so lassen. Ja, das kann man alles ein bisschen kompakter machen, habe ich mir gedacht. Das Mittelteil habe ich ja auch ein bisschen kompakter gemacht. Das ist jetzt alles modular. Dann haben wir da. Das ist ein bisschen anders wie. Das ist halt ein bisschen anders einfach. Das ist ein bisschen kurzer, ein bisschen zusammengestaucht. Da ist noch so ein Schild vorne drin. Und dann habe ich da so Nase zum Einrasten gemacht. Das ist bei beiden. Und das hinkriegt ist. Ja. Das mit modularen System habe ich nicht ganz so gelungen. Oder seht, das rascht schön ein. Das müsste man halt irgendwann mal, wenn die Farbkombination mir gefällt, dann zusammenkleben. Das habe ich das da. Ja, die Halter in Grau. Und das habe ich festgestellt, das geht dann nicht mehr so richtig auf. Das sieht cool aussehen, aber da geht das Kläpple nicht mehr auf. Das Kläpple brauchen wir, um da freizuräumen. Ich dachte, komm, dann nehmen wir hinter das ein bisschen kompaktere, vorne nehmen wir das normale. Ja, Drucke sind jetzt nicht weltbewegend, die habe ich jetzt mit 4 mm Düs gedruckt. Und wahrscheinlich auch nicht ganz sauber und alles. Das halt Gott ja bloß drum zu gucken, ob's geht. Will ja da noch keine Massenproduktion machen. Seid euch gefällt und ihr sagt ja, das wollt ihr unbedingt haben. Dann muss ich gucken, dass ich das auch in den Griff kriege. Ja, und so sieht es dann aus. Ich denke, die Variante, die klebe dann zusammen. Dann montieren wir die auf den Streif. Das sieht schon cool aus, oder? Ihr kennt das jetzt auch noch. Das natürlich untereinander kombiniere. Jetzt habe ich das in Grau ausgedruckt. Oder das kleinere vorne und alles. Und das seht ihr. Das war die vorherige Variante. Das ist jetzt. Das ist die lange Variante. Das ist die kurze Variante. So haben wir dann unterschiedliche Versionen. Das ist dann auch ganz cool. Ja, man muss es halt kleben. Das wollte ich jetzt vorher noch nicht machen, bevor ich da nicht weiß, welche Kombination ich will. Aber ich denke, auf die Streifen machen wir die Version da drauf.
irgendwann machen wir das Deckel auch in blau. Das gefällt mir nicht. Da muss ich gucken, was ich mit dem weißen Streifen mache. Packen wir das da weg. Jetzt. Eigentlich habe ich das Ziel von Rille ja für die Raven bastelt. Da haben wir auch noch Flachmannhalter. Ja, und das seht ihr, das ist kein richtiges Fadenkreuz. Da ist halt der obere Steg ist abgebrochen bei dem Druck. Aber das ist ganz okay. Da habe ich gedacht, komm, da können wir die andere Teile auch mal probieren, wie das aussieht. Das habe ich dann in schwarz ausgedruckt. Das sind die neuen Teile. Und das seht ihr, das ist ein bisschen, einfach ein bisschen kompakter gemacht. Und hier wir das mal. Und dann gucken wir mal, was wir da bei der Raven nehmen. Was wir dann letztendlich dann auch festkleben. Das habe ich ja, ich glaube vor einer Woche habe ich das vorgestellt. Ja. So in etwa halt. Und dann klebt man das da so zusammen. Ich denke schon, dass die Variante hat halt ein bisschen mehr. Also das ist nicht vorne hin das gleiche. Das ist dann einfach interessanter. Was seht ihr? Das habe ich euch auch schon gezeigt. Das kleben wir dann fest und dann passt es. Und das packen wir weg. Bis nächstes Mal ist festgeklebt. Das denkt zum Kleben braucht ihr keine Anleitung. Das kann ich euch ohne euch auch machen, oder? Hoffe ich doch. Und da habe ich noch ein paar andere Ideen, was man mit der Streif so machen kann. Ja, außer da mal das mit den kurzen Pfeilen, dass das funktioniert. Aber das machen wir anders mal. Ich habe mir gedacht, da vorne will ich einen anderen Griff noch. Das ist da schön stimmig. Das ist jetzt noch, der finale Druck ist jetzt, oder hoffentlich finale Druck ist jetzt gerade in Arbeit. Und das seht ihr, die Dreieckler da haben wir, die haben einen leichten Versatz, die sollten eigentlich da gescheit übereinander sein, aber das hat es dann irgendwie mir so einen Millimeter verschoben. Da das ganze Ding ist auch ein bisschen lang. Das habe ich dann ein bisschen kürzer gemacht. Das ist halt ein bisschen rumprobieren auch. Aber das sieht, und das habe ich dann, da ist auch noch ein bisschen, ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen das viel, dass das eine schöne saubere Linie gibt. Auch so. Gut, was man noch machen kann, dass das Hände ein bisschen bräuter, dass da auch eine saubere Linie gibt. Ja, das ist jetzt blöd, dass mir das auffällt, bevor ja, dann gibt es halt nochmal Druck. Und ja, das ist ja halb so wild. Das will ich sowieso vielleicht auch. Das weiß ich noch nicht, ob ich das nicht auch in Grau mache. Das ist jetzt, der Griff ist zwar angelehnt an das hier, aber ist eine eigene Kreation. Das seht ihr da vorne, das ist auch anders. Was ich dann gemacht habe, das ist mal so der erste Versuch, dass das da sauber abschließt. Das seht ihr, da ist auch noch ein Muckesäckele. Zwäng, das misst man. Und da will ich ein bisschen, das ist jetzt mal erster Versuch, dass halt, wenn man die ganze Schnittstelle hat und alles, das braucht immer ein bisschen. Und wenn es dann passt, dann da Zeugs dran machen, das ist einfach. Das ist dann ein bisschen länger oder dann auch wieder da. Da einfach einen schönen Lauf, das sieht schon gut aus. Ja. Das hat schon was, gell? Hoffe ich doch. Da muss ich gucken, ob ich das in Grau rauslasse oder vielleicht auch in Blau, was halt noch besser aussieht. Weil so in dem Orange, das wäre halt schon schön, wenn der Ton ganz passen hätte. Also wenn das ist ein bisschen helles, zu helles Orange. Dann habe ich noch eine andere Variante, die geht recht einfach runter. Das ist halt schon schön. Das habe ich da, dass das schöne Linie ergibt und alles und dass es einfach zu dem Blastel passt. Weil was mir in der Laufverlängerung da noch stört, ist halt die Seite jetzt schon halbwegs gut aussehen. Aber die Seite, das sieht halt schäbig aus. Das ist halt blöd, dass der Blastel nicht symmetrisch ist an der Stelle. So sieht das halt einfach besser aus. Das ist ein bisschen eine rundere Geschichte. Könnte man da vielleicht. Aber ich finde gerade den Teil an dem Blast eigentlich schon cool.
Die Zielformrille haben wir jetzt. Ich glaube, das klebt man so rum, dass das hässlichere Teil nach unten tut. Das muss ich brauchen. Hier, sauber machen. Also ein bisschen Fäden und so Zeugs. Das ist aber nicht dramatisch. Das ist ja keine Linienfertigung, ist ja eher Musterfertigung hier. Das sieht dann nachher schon cool aus. Also mit dem. Na genau ist. Könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Das einfach ohne den ganzen Schnörkel. Das passt dann auch. Das sieht auch cool aus. Ja, die Schnittstelle noch, das war ein Vorversuch. Ja, die ist ein bisschen eng. Das habe ich liegend druckt. Das konnte ich stehen drucken. Das hat mehr Auflagefläche. Das ist ja auch, das habe ich euch auch schon mal vor ein paar Folgen präsentiert. Das habe ich auch leicht modifiziert, dass das halt einfach. Zum einen habe ich es da noch symmetrisch gemacht. Das war ein Modell nicht. Und zum anderen habe ich dahinter noch die Schräge ergänzt. Oder einfach, oder für meinen Geschmack einfach besser passt. Und die Nuance da vorne, das finde ich auch einfach auch praktisch. Das ist gut, dass ich meine Hand auch einfach groß dafür. Und so passt das halt schon. So liegt da mein Handschee auf. Und die Dreiecke, die sind schon echt gut rausgekommen. Die Pfeile da, wenn das jetzt so beim nächsten noch passt. Wow, so kleine Details kann man da noch machen. Das wird schon schön, das Bleisterl. Das stört mich jetzt, dass das da. Das ist ja halb so wild. Ich spiele viel mit rum und bastle viel mit rum. Von daher passt das schon. Da überlege ich mir, was man da noch machen will. Das als nächstes kommt da auch noch ein bisschen so Aussparung rein, dass es nicht gar so glatt aussieht und dass es ein bisschen zu dem da auch passt. Einfach, dass es aussieht, wie wenn das weitere Verlängerung wäre. Und irgendwann machen wir dann auch andere Schulterstütze. Ja, da machen wir schon einiges. Und irgendwann machen wir vielleicht ein kompletter eigenes Streif, dann passt das auch. Gucken wir mal, was Zukunft so bringt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, was man irgendwann mal alles macht oder halt nicht macht. Aber ich denke als nächstes, ich habe die Dolch bestellt, aber das braucht immer ein bisschen die Dolch, dass man da das für die kurze Pfeil machen kann. Ein anderes Magazinle, das halt auch einfach passt. Aber braucht halt immer ein bisschen. Oder irgendwann mal möchte ich auch gar nicht wieder mit einem Bläschchen rumbasteln, das mit Ding. Nicht so. Wie heißt das? Mit so Druckfederle da funktioniert. Dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Gucken wir mal, was wir so als nächstes machen. Ja, genug Möglichkeiten. Genug Zeit zum Rumspielen. Und dahinter, klar, andere Schulterstütze. Das müsste man da irgendwie. Den Grauteil hier. Zumindest mal so, dass das nicht so abkackt ist. Weil das passt halt nicht ganz. Da ist ein Spalt und alles. Und ist auch viel zu kurz. Ich meine, es passt farblich halbwegs, aber halt doch nicht so ganz. So gerade der Teil. Ja, das könnte besser sein. Oder halt auch einfach zuerst mal von Anfang einfach irgendwas. Gut, das ist zweifarbig dann. Das klebe ich einfach. Also so kurzes Ende da. Also das sieht halt, wenn da nichts ist, sieht es halt so aufwendig aus. Dann können wir das da schön abschließen. Dann vielleicht auch so machen, dass auch da in der Seite nicht übersteht. Dass das halt auch einfach ein bisschen zu der asymmetrischen Form passt. Und dann hier das nehmen und das dann. Oh ja, wow. Ja. Und dann kann man eine Schnittstelle machen, dass dann das untere, das Graue, weil das Grau passt schon ziemlich gut zu dem Grau. Der Vorteil, wenn es noch nicht klebt ist, ich kann einfach mal rausnehmen und gucken. Da könnte man. Und das oben, das Blau, das seht ihr, das habe ich auch schon was in Blau ausdruckt, das passt auch ziemlich gut. Und da auch das Blau, da sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Dann wäre das schon etwas so kurzes und da wäre alles aufgeräumt. Jede Schiene besetzt.
Da hätte das passen. Hätte schon cool aussehen dann. Aber vorläufig bleibt mal die dann. Ja. Seht, es gibt viel zu basteln. Der 3D-Drucker war eine tolle Investition. Also macht Spaß damit, irgendwas zu basteln und zu entwerfen und Zeugs zu machen. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.